Auf diesem E-Auto, dem Muck 22, ruhen die Hoffnungen eines ganzen Jahrgangs der TU München. 70 Studierende haben 1,5 Jahre lang jede freie Minute in seine Entwicklung gesteckt. Jonas Onimus ist der technische Leiter des Projekts. Und Zeynep Aydin darf das Auto gleich das allererste Mal fahren. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, ich kann es gerade nicht so realisieren irgendwie. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Auto verhält, insbesondere in den Kurven. Und ich bin einfach gespannt, ich freue mich sehr. Am Computer haben sie die erste Fahrt schon simuliert. Aber ich habe ein bisschen Bammel, ja. Wenn das Fahrzeug fährt und den ganzen Lasten, die man vorher berechnet hat, ausgesetzt ist, das ist nochmal was anderes, als wenn es nur rumsteht. Der Muck 22 fährt elektrisch. Es ist ein Urban Concept Auto, also für die Stadt konzipiert. Mit Scheibenwischer, Beleuchtung und Rückspiegel. Bis 40 Kilometer pro Stunde ist das Fahrzeug ausgelegt und da kann es eben möglichst effizient fahren, dadurch, dass wir es aus Carbon gebaut haben, dass wir es leicht gemacht haben und das Gewichtsverhältnis genau bei 50-50 ist für einen Fahrer, der 70 Kilo wiegt. Die Form ist einem Regentropfen nachempfunden und damit maximal aerodynamisch. Der Luftwiderstand nur halb so groß wie bei einem Serienauto. Für Autohersteller sind Design und Image meist wichtiger als die Aerodynamik. Sie aber müssen darauf keine Rücksicht nehmen. TU Fast, ein Verein, in dem sich Studierende der TU München seit 2 Jahrzehnten ihre Forschung zur Automobilität weitergeben. 1 Dutzend Fachrichtungen sind vertreten und Studierende aus 28 Ländern. Jonas Onimus kommt aus Fürstenfeldbruck. Sein Masterstudium in Fahrzeugtechnik musste warten, weil er jetzt hier Projektleiter ist. Ein cooles Gefühl, Verantwortung übernehmen zu können. Ich könnte mein Studium bestimmt jetzt schon so langsam abschließen, aber die Zeit nehme ich mir, weil ich denke, dass man neben seinem Studium schon auch Projekte machen muss. Zeynep Aydin stammt aus Köln. Vor 3 Jahren kam sie für ihr Maschinenbaustudium nach München an die TU. Wir bauen ein Auto von Null auf. Da brauchst du schon viel, was du von den Vorlesungen mitnimmst. Aber du lernst darüber hinaus eben viel, viel mehr. Und das ist sehr wertvoll. Und das war und ist meine größte Motivation tatsächlich. Weil ich weiß, wenn ich das hier nicht mache und nur Vorlesungen besuche, dann fehlt mir dann wirklich sehr viel Wissen. Das kritischste Element in der Entwicklung ist das Monocoque. Das soll aus nur einem Teil bestehen. In tagelanger Arbeit haben sie die Negativform mit Matten von gewebten Kohlefasern, die mit Epoxidharz imprägniert sind, ausgekleidet. Für mich ist das inzwischen irgendwie selbstverständlich geworden, jeden Tag früh hierher zu kommen, spät zu gehen oder teilweise gar nicht zu gehen. Wir haben eine relativ gemütliche Couch im Büro. Herzensangelegenheit? Ja, das Projekt wächst ins Herz rein. Ich kannte gar keinen. Ich kannte auch keinen. Aber jetzt sind wir mittlerweile eigentlich eine Familie geworden. Ja. Wir verstehen uns alle so gut und man möchte einfach hier sein, man möchte arbeiten. Weil es einfach so viel Spaß macht. Also das klingt sehr so romantisch gut, ja. vielleicht, aber es ist wirklich so. Das ist das Monocoque, nachdem es in einem überdimensionalen Ofen bei Überdruck komprimiert und ausgehärtet wurde. Jetzt müssen die Formen runter. Wie gut das gelingt, entscheidet darüber, ob das Projekt weitergeht. Man muss ganz vorsichtig die Pins rausschlagen und natürlich nicht auf den Carbon. Über 100 dieser Pins waren drin. Der erste Blick: Nee, hier sind keine mehr drin. Okay, dann können wir das abziehen. Alle eine Hand dran. Oh. Oh mein Gott! Oh, das ist geil. Smooth. Ui. Das sieht echt nicht Ziemlich gut. sehr Das schaut gut. sehr gut aus. jetzt das Heck. Das ging aber leicht. Oh mein Gott! Das war das problematische Teil eigentlich. Da haben wir richtig Bedenken gehabt, dass wir das nicht rausbekommen. Ja. Alter! Wenn ihr überlegt, Maschallah! Als nächstes die Front.
Nein. Scheiße. Oh, fuck. Hier ist ein Riesenloch. Ach du Heiliger. Also das sind jetzt keine Stellen, wo ich jetzt aus dem Bauch raus sagen würde, das vermiest uns das ganze Projekt. Aber ist natürlich scheiße. Kann Ausgangspunkt sein von weiteren Rissen oder Problemen. Das Loch wollen sie mit Epoxidharz füllen. Ob sich so die Kräfte kontrollieren lassen, die auf das Monocoque wirken, werden sie erst feststellen, wenn das Auto fährt. Und das ist in wenigen Augenblicken. Nächste Woche soll es mit dem MUC 22 schon zum Shell Eco-Marathon in die Niederlande gehen, dem wichtigsten Studentenwettbewerb für energieeffiziente Fahrzeuge. Das Auto verbraucht laut der ersten Simulation 0,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Serienautos ziehen aktuell fast 40 Mal so viel Strom. Jetzt ist Zeynep dran. Ich werde erstmal die Strecke abfahren und schauen, wie sich das so anfühlt. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Schau mal, ob die Kurve zu eng ist, die erste aufgebaut haben. Auch hier, ne, Zeynep, dass du mal schaust. Hier. Das hat also einen großen Einfluss auf die Effizienz, wie ich fahre. Ich darf nicht bremsen. Das ist das Wichtigste. Zeynep Aydin und ihre Jungfernfahrt im MUC 22. Okay, Zeynep, wie verhält sich das Auto? Ja, ist geil. Natürlich Hammer. Ich sehe es halt zum ersten Mal fahren. Ich auch. Eine Handvoll Runden auf der Audi-Teststrecke am Münchner Flughafen meistert der MUC 22 problemlos. Beim Wettbewerb nächste Woche muss das Auto knapp 17 Kilometer fahren und darf nicht länger als 41 Minuten brauchen. Es war sehr gut. Also ich muss sagen, am Anfang bin ich sehr langsam gefahren, aber dann habe ich ein bisschen Gas gegeben und auch in der Kurve hat sich das Auto sehr gut verhalten. Also es macht viel Spaß, wie man wahrscheinlich gerade sieht. Es war echt wow, also ich bin sehr glücklich. Wir haben jetzt gesehen, dass das Fahrzeug fährt, aber um es auf das Level zu bringen an Effizienz, was wir brauchen, um dann vielleicht auch Erster zu werden, da müssen wir noch einiges tun. Die Erwartungen an ihr Auto sind hoch. Doch selbst wenn es für ganz oben nicht reichen sollte, auf die Leistung ihrer Studierenden darf die TU München jetzt schon stolz sein.